Wenn der Bauch ruft, also nicht wegen dem Hunger, sondern wenn er aufs Mal sagt, mach das nicht, dann vertraue ich dem, weil ich spüre irgendwo, das ist der Heilige Geist, wenn mir sagt, mach es nicht. Das ist mir passiert, letzten Sonntag. Ich wollte Richtung Basel. Aufs Mal habe ich gemerkt, im Grauen Holz, ich muss kehren. Und ich habe gekehrt, ich bin Gurnigel und ich habe einfach nur noch Chaos erlebt. Gute Leute getroffen, hatte gute Gespräche gehabt. Und so erlebe ich Gott. Wenn man dem nicht hört, ich bin schon so manchmal auf die Schnur geflogen in meinem Leben. Wirklich, ich bin x-mal, weil ich nicht gehört habe. Ich habe nicht gehört. Ich bin allein, oder? Dabei ist er da und sagt, was du machen musst. Das Leben. Voll Fehler. Aber er ist immer da. Also ich bin der Rolf Trachsel. Die meisten sagen mir Röfe. Ich bin verheiratet, habe 3 Kinder. Und meine Leidenschaft ist Töpffahren, ganz sicher. Schon zwischen 10 und 11 hat es auch angefangen. Töpffahren ist für mich einfach eine gewisse Freiheit. Wenn ich in der Natur bin, so wie hier, sehe ich einfach die Schöpfung vom Herrn. Ich sehe das Schöne, ich sehe das, was er gemacht hat. Das ist für mich einfach Balsam für die Seele. Das ist ein Chevrolet-Motor, der drunter hat, das ist ein V8. Ich hatte einfach die Vision, ich wollte so einen grossen Töpf kaufen, weil ich auch in der Szene tätig bin. Das ist für mich symbolisiert einfach die Grösse von Gott. Der Mark Fels hat mir das meiste gestaltet. Ich hatte einfach auf dem Herz, dass ich den so beschichte, oder respektive, dass eine Message hier draufkommen muss, die für mich einfach ganz wichtig ist worden in den letzten paar Jahren. Dass mich das wieder immer neu erinnert, was ist das Wort Gottes für mich, und muss ich die Waffenrüstung anlegen. Und man muss es immer wieder anhaben, wenn wir in Clubs hineingehen, wenn wir mit Leuten zusammenkommen, die Gott noch nicht kennen. Das ist das, was ich auf dem Herz habe, was wir hier aber auch auf unserem Club auf dem Herz haben, dass wir in alle Welt gehen, so wie es in der Bibel heisst, und verkünden das Evangelium. Also es gibt Leute, die schauen es an als Kunstwerk, was es eigentlich auch ist. Aber dann kommen Leute her und dann lesen sie hier Epheser 6 und dann kommen die Fragen. Das war das Schöne, was wir dieses Jahr wieder neu erlebt haben, im Motto-Festival, das wir ausgestellt haben. Wenn man dann sieht, was daraus rauskommt, wie sich Menschen auf das Mal neu orientieren, wie sie auf das Mal merken, oh, es ist doch nicht so scheiße in diesem Leben. Auch wenn viel Scheiße aussieht, aber es ist es eben doch nicht. Weil wir haben hier einen liebenden Gott, der uns liebt, der uns wirklich gut will. Ja, Motto-Festival, das war das Wochenende, wo wir so viele Sachen einfach erlebt haben mit Gott. Und ich muss sagen, das ist so cool. Morgen haben wir immer gebetet, bevor die Messe angefangen hat. Ich habe gesagt, Herr, komm hier. Und ich hatte so den Eindruck, ich sollte beten, ich will den Strübsch, der hier in dieser Halle ist, ich an meinem Stang haben. Also der, was einfach wirklich der Strübsch, der hoffnungslos ist. Weil ich war auch hoffnungslos und der Herr hat mir auch Hoffnung gegeben. 4 Stunden später war er an meinem Stang. Er war an der Tisch und wir hatten das kühlste Gespräch. Wir konnten umarmen am Schluss und das war für mich das Schönste. Der ist gar nicht mehr so weit weg. Der ist einfach ein bisschen falsch orientiert. Und wenn man dann sieht, wow, jetzt hat er gleich etwas aufgenommen, yes, das ist das Coole. Dieses Jahr dürfen wir die Ehre haben, hier in der Schweiz das CMC-Rallye durchzuführen. Das Treffen, das wir haben mit christlichen Bikern von ganz Europa. Und ich darf das organisieren mit verschiedenen Leuten. Unser grosser Wunsch ist einfach, dass wir wirklich die MC einladen können, dass wir die Biker einladen können, dass die eine Berührung mit dem Herrn bekommen. Das ist unser Gebetsanliegen. Und ich freue mich für jeden, der für das betet.